Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Und wie versprochen ist heute der Kampf gegen den lustigen Android Garland. Und wir werden auf jeden Fall erstmal Klauer. Was macht er dann der Opa? Pulswelle! Autsch! Ah, hat verfehlt. Immer hier. Das ist doch schon mal was. Dunkelgewand geklaut. Cool. Stopp! Ja, das lassen wir gut sein mit dem Stopp. Da haben wir uns ja glücklicherweise geschützt davor. Äther können wir auf Steiner machen, weil Steiner nämlich hier sein Schocker-Ei setzen soll. Der wirkt hier nämlich ziemlich gut. Und gegen den nächsten Gegner wirkt er, glaube ich, auch ziemlich gut. Und was macht er jetzt wieder, der Opa? Pulswelle! Ach, wieder verfehlt. Gott sei Dank. Die geht. Springerstiefel geklaut. Okay. Und Flair rotzen wir auch noch drauf. Und dann gucken wir, ob er noch was hat. Schocker! Uiuiuiui, 9999. Das zeigt hier richtig gut Wirkung. Flair batschen wir auch nochmal drauf. Und Lily halten wir einfach in Bereitschaft. Könnte ein relativ fixer Kampf werden. Je nachdem, wie viel Flair hier abzieht. Boah, 4845. Das ist auch nicht von schlechte Eltern. Flair! Ich glaube, du braucht sie dann nur dringendste Heilung. Oder? Ja, 928. Natürlich ist der jetzt auch im Trance-Zustand. Scheiß doch die Wand an. Hier, Steine hauen normal drauf. Ich will erstmal hier alles klauen, bevor ich hier richtig auf den drauf rotz. Diebstahl fehlgeschlagen. Er hat auf jeden Fall noch was. Dann sollten wir uns erstmal zurückhalten. Vivi kann erstmal sammeln. Sie dann, sorry, wenn ich den Trance-Zustand verschwende. Pulswelle! Interessant, wie das rote Leuchte in ihm dann zu gelb wird. Oh. Steiner braucht jetzt dringend eine Heilung. Der hat nämlich nicht immer Regena und der hat jetzt seinen Trance-Zustand erreicht. Das kann ja lustig werden hier. Ich will ihn jetzt eigentlich am Anfang noch nicht umbringen. Oh, 9999 Schade gleich gemacht. Alter Falter. Ja, ich will ihn am Anfang eigentlich noch nicht gleich umbringen, der Opa. Deswegen halten wir Steiner auch erstmal zurück, weil seinen Trance-Zustand will ich hier eigentlich richtig ausnutzen. Du klaust, du sammelst. Willenskraft! Hat ein bisschen was abgezogen. Da kann sie sich selber heilen. Wieder der Diebstahl fehlgeschlagen. Vivi sammelt. Sorry, ich habe sie ganz Trance-Zustand hier völlig verschwendet, aber ich will hier noch das letzte bisschen klauen, was geht. Stopp! Habe ich einen Schutz davor, alter Mann. So wäre das nix. Gibt noch einen Konterzauberstoff, okay. Und? Bringt uns das was? Nö, hat auch einen Schutz davor. Okay. Selber ohne Adrenalin, der Android. Okay, Vivi, du kannst du mal, sei so gut, Esprit auf den alten Sack hier wirke. Flair! Dann klau mal. Bei Lili gucken wir mal, wie viel Schade das macht. Ja, nicht so viel. Kann sie sich selber heilen mit ihrem Regena. Das sollte kein Problem sein. Vivi zwackt sich noch ein bisschen was ab. Nee, da hat er sich nichts abzwacken können. Yes, er leid, dreht zurück schon das bisschen raus, was noch horcht, Opa. Pulswelle! Ich will halt noch das letzte, was er hat. Vivi hat ausweichen können. Ninja-Gewand geklaut. Perfekt. Jetzt können wir drauf rotzen. Ich glaube, der hat jetzt nichts mehr. 3 Gegenstände ist, glaube ich, Maximum. Lassen wir uns die dann zwischendurch klauen. Aber batsch mit Vivi nochmal ein Flair hinterher. Jawohl, ein Habe nichts. Sehr schön. Da haben wir jetzt alles von ihm geklaut, was möglich ist. So, hier ab jetzt wird man nur noch im Nackischer in die Hose greifen, deswegen
Das wird nichts. Oh, das hat sogar schon hier das Ende vorbereitet. 6650. Okay. Gar nicht mal schlecht. Gib auf, Garland. Was ist denn jetzt los? Oh. Wir wissen, wer derzeit die Invincible hat. Und das verheißt nichts Gutes. Da soll ich nicht lachen. Die Kraft, die Seele Invincibles kontrolliert und die Kraft der vielen Seelen, die in ihr gefangen sind. Was wäre, wenn ich damit versucht hätte, Garland zu trotzen? Da der werte Herr Garland hier immer noch von seinem geliebten Genome besessen ist. Ach, die Invincible habe ich mir einfach genommen. Was jetzt, Herr Garland? Was für ein Schmach, von seinem eigenen Fleisch und Blut sozusagen betrogen zu werden. Kein Zufall. Oh nee, das ist Schicksal. Der Planet hat mich als sein neuer Herrscher auserkoren. Ich werde mich sogleich hinzugesellen, um das Finale einzuläuten. Okay. Ja, da kommt er runtergeschwebt. Hallo, Bruder. So. So sehr ich auch wollt, ich kann einfach nicht... So sehr ich auch wollt, ich kann einfach nicht aufhören, euch zu lieben. Schließlich habt ihr für mich das Siegel zur Terra aufgehoben und zudem noch Garland aus dem Weg gerammt. Sieh dann, du bist wirklich ein äußerst gut erzogener und liebenswürdiger Genom für wahr. Weshalb bist du jetzt komme, Kutscher? Aber, Bruderherz, was ist denn das für abweisende und kalte Begrüßung? Halt doch die Goschen nämlich und nicht nochmal dein Bruder! Oh, wie angsteinflößend. Habt ihr seine Worte vernommen? Ich glaube, er will sich der heilige Gesetze von Terra nicht unterwerfen. Was hast du vor, Kutscher? Vorhabe? Aber wer wird denn jetzt gleich an etwas Böses denken, wo ich mich doch extra herabbemüht habe, um für Terra das Ungeziefer zu beseitigen? Kommt, mein geliebter Narrer, ihr werdet euch hier und heute zu der schlafenden Seele von Terra legen. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Okay. Das heißt, wir kämpfen jetzt auch direkt gegen Kuja. Das erste Mal im Spiel, wo wir ihn jetzt tatsächlich mal als Gegner vor uns haben im Kampfbildschirm. Und er ist doch ein ziemlich starker Magier, aber hält nur ein bisschen mehr aus als Garland. Das heißt, so schwierig wird es jetzt nicht zu unserem derzeitigen Standpunkt. Litzka auf Lilly. Du kannst sie sich selber locker heilen. Karabiniere geklaut. Gravitas, oh, das wird gefährlich. Das wird dann doch gefährlich. Das zieht nämlich etliches ab. Ah, nicht so viel, dass ihr sich nicht selber heilen könnt. Zieht dann Klau weiter. Irgendwie ist er auf Lilly eingeschossen. Das gefällt mir nicht so gut. Sie sollte sich mal besser heilen. Äther haben wir noch geklaut? Ja klar, als Magier ist es logisch, dass er das bei sich hat. Aber ich glaube, der hat noch was recht Gutes dabei. Irgendeine Robe oder was dürfte er noch dabei haben? Nochmal Gravitas. Steiner das mal. Oh, das tut dann auch weh. Ja, bei Steiner tut es definitiv weh, weil der einfach mehr HP hat. Lichtrobe, genau. Ich hab's gewusst, dass er noch irgendeine Robe bei sich hat. Ich glaube, jetzt können wir voller Pfund auf die Schnauze hauen. Steiner, mein guter Freund, macht doch mal Schocker auf ihn. Und sieht dann, gucken wir mal, ob er was hat. Aber ich glaube, mehr als 3 Gegenstände hat er auch nicht bei sich. So. Mit Lilly sind wir auf Hard 8 Stellung. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz ordentlich. Von dem, was es abzieht. Und? 4275 haben wir abgezogen und er lacht einfach nur. Okay. Schocker, mal gucken, wie der das gefällt. Ui, ja. Schocker ist mal wieder sehr effektiv hier. Ein Habenichts, perfekt. Gravitas.
Okay, dann machen wir nochmal Esprit auf dich. Ich versuche dir Magie abzuzwacken. Und Steiner, mein lieber Freund, du kannst nochmal das Äther verwenden. Damit du auch weiter hier schön Schocker wirken kannst. Los, dass ich Magie abziehe? Nee. Was sollen dann die Streicheleinheiten? Na, ich hätte gedacht, du stehst auf sowas. Okay, dann halt nicht. Dann Vivi. Okay, Flair geht noch. Perfekt. Und nochmal Gravitas hinterher. Ja, das ist relativ lästig. So. Sollte man nochmal Steine heilen? Lasst mich euer Vari-Kraftspürer. Ja, wir sind dabei. Wir arbeiten dran. Die wahre Kraft ist doch definitiv, wenn ich dir 9999 Schade einfach mal mit Schocker reiß. So, Vivi hat jetzt auch sein ganzer MP verbraucht. Steiner wird nochmal geheilt. Sehr schön, der ist jetzt auch wieder vollends auf dem Damm. Blitzka, ja komm, wir heilen nochmal Vivi. Dann dürfte hier eigentlich auch relativ bald Schicht im Schacht sein. Lilly behalten wir auf Hab-8-Stellung, falls mal wieder was Größeres am Wunde geschlagen wird. Aber ich denke, den Kampf hätten wir hier dicke unter Kontrolle. Ja. Gute Schade wird hier ausgedeelt. Das sieht alles ordentlich aus. Steiner sei so gut und reißt nochmal einen Schocker drauf. Sieht dann Haut zu. Nochmal Blitzka, okay. Auf Vivi, das könnte ein Konterzauber zur Folge haben. Auf jeden Fall gibt es auch auf Flair hinterher. Ja, es sieht nicht aus, als gäbe es einen Konterzauber. Aber ich denke, den Kampf kontrollieren wir hier locker. Ja, das war's danach. Aber... den können wir leider nicht gewinnen, den Kampf. Darauf habe ich so lange gewartet. Jetzt ist auch er im Trance-Zustand. Ist das die Macht der Trance? Tja, kostet meine allmächtige Kraft. Und jetzt sieht man auch seinen Affenschwanz, den er als Genom hat. Und Ultima ist leider ein Zauber, der nur Kuja wirken kann. Das kann in Final Fantasy sonst kein anderer Magier, ach leider Vivi nicht. Aber Ultima gilt generell in Final Fantasy, egal in welchem Teil, als der stärkste schwarzmagische Zauber. In Final Fantasy 9 reißt alle Lebenspunkte auf 1 runter für alle. Ja, das ist er. Das ist die Kraft und Macht, nach der ich so lang gesucht habe. Die wütende Kraft der Seele, die ihren Tod nicht akzeptieren können und nun aus meinem Inneren nur so heraussprüht. Was soll das heißen? Es ist die Trance. Sie dürft euch doch auch nur allzu gut bekannt sein. Nur ist es keine simple Trance. Ihr könnt nicht gewinnen. Verglichen mit meiner ist eure Lebenskraft nicht mal so stark wie die von einer Juckzirpe. Nachdem ich gesehen habe, was für Kraft selbst ein Mokri im Trance-Zustand erhält, habe ich angefangen zu überlegen. Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur die Kraft der Seele leihen, die noch nicht bereit zum Sterben waren. Und wo habe ich mal die Seele hergeholt? Na, von der Invincible. Euch ist es wohl eher bekannt als das blutrote Acht, was am Himmel schwebt. Selemols habe ich aus Madansari und neuerdings aus dem Bam Ifas und aus Alexandria U-Zahl von Seele geraubt, die sie in sich eingeschlossen hat. Als ich beim Bam Ifas die Kontrolle über Bahamut erlangt habe, konnte die Invincible noch eine mächtige Seele absorbieren. Und wisst ihr auch schon, welche das war? Doch nicht etwa? Richtig. Die Schwarzseele von deiner Mama, my Kleines. Eine Seele, die vom Leber geradezu besessen war. Die verfluchte Seele hätte mich voller Freude empfangen, als ich mit meinem Vorhaber wieder die Invincible bestieg. Bevor sie für Ewigkeiten von Garland eingesperrt blieben, ging für sie sicherlich geradezu ein Traum in Erfüllung, in dem sie zu meiner Kraft werden durften.
Und so wie es aussieht, werter Herr Garland, hast du der Arbeit für mich getan. Nochmals schönen Dank im Namen aller Beteiligten. Von jetzt an werde ich sowohl Terra als auch Gaia beherrschen und sie mit meiner großzügigen Liebe beglücke. Pfui, das klingt ja irgendwie pervers. Du wirst an deine neu erlangte Kraft gefreut haben. Du bist aber ein schlechter Verlierer, Garland. Das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Ups. Uah. Was für ein schmachvoller Anblick. Willst du zu guter Letzt noch irgendwas sagen? Was ist denn los, Kutscher? Und jetzt wieder zu euch. Als Dank für alles, was ihr für mich getan habt, werde ich euch schnell und schmerzlos umbringen. Oder soll ich euch doch mal Liebe zeigen und euch qualvoll umbringen? Oh, mir ist eine brillante Idee gekommen. Wie wär's, wenn ihr menschliche Pfeiler meines von jetzt da ewigen Königreichs bildet? Ihr werden 8 Pfeiler bilden, die mein Königreich stützen. Jeder wird zum eigenen Pfeiler. Und? Ist es eine fabelhafte Idee? Wer sich doch erinnert, denn Psychopath A. Du hast nicht die Zeit, ein ewiges Königreich zu gründen. Die Stimme? Etwa Garland? Gibt's immer noch etwas, was du sagen willst, alter Greis? Als Gefäß für die Seele warst du unnütz. Glaubst du, ich hätte so ein Genom ewiges Leben geschenkt? Wie bitte? Was willst du damit sagen? Es war ausreichend, deine Seele auf den Zeitpunkt abzustimmen, an dem der nächste fähige Genom sie dann zur Reife gelangen wird. Dir noch mehr Zeit zu gewähren, wäre gefährlich gewesen. Jetzt komm mal endlich auf den Punkt. Die Lebensdauer deiner Seele ist nur von begrenzter Zeit. Und deine Zeit ist bald abgelaufen. Ach, die Vernichtung von mir wird es nicht verhindern. Und du wirst zu Staub zerfallen, ohne dass die Nachwelt je von dir erfahren wird. Ich hab da gewusst, dass du ein schlechter Verlierer bist. Mei Seele Licht, ist es das, was du andeuten willst? Das ist nichts weiter als eine Lüge, um mir meinen Triumph zu verderben, nicht wahr? Antwort, Garland! Du warst lediglich ein Todesgott auf Zeit. Das ist der wahre Sinn deiner Existenz. Der wahre Sinn? Ich bin bereits unnütz. Was für Ironie des Schicksals. Jetzt, wo ich endlich die ersehnte unermessliche Kraft in meine Hände halte, soll meine Seele erlischen? Sterbe? Ich? Ich werde meine Seele verlieren. Meine Seele? Verhöhn mich sie dann nicht, der wer die schwarze Magier gelacht hat. Und jetzt stellt sich raus, dass ich selbst eine Marionette bin. Das ist ja ein lustiges Trauerspiel. Ich, der die Seele Gaias zum Kollabieren gebracht habe. Ach, nur billige Marionette. Guter. Kuja, das ist völlig inakzeptabel. Eine Welt, die meine Existenz ignoriert. Eine Welt, in der ich nicht bin. Das sind ach so schöne letzte Worte, die man noch bringt, bevor man einen Planet völlig zerstört. Das ist völlig inakzeptabel und einfach mal einen ganzen Planet zerschmettert. Weil was anderes macht Kuja gerade nicht mit seinem Ultima-Zauber. Vernichtet er gerade Terra. Boah, Gänsehaut.
So. Der ist ja völlig durchgedreht. Sieh dann, wir müssen fliehen, bevor in seinem Wahn auch noch den Turm hier trifft. Schon klar, aber wie? Wir müssen an die Verwundete denken. Lass uns das Schiff da holen. Kucha hat's Invincible genannt oder so. Ich glaube, das ist vorhin notgelandet. Ja, na klar. Das habe ich ja schon völlig vergessen, aber trotzdem. Erlaubt, dann geht ihr schon mal vor und warten auf mich. Hä? Ich werde noch die Genome holen. Die trifft ja keine Schuld. Ich kann sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Ich werde mitgehen. Lilly? Ich will nicht schon wieder alle gelassen werden. Niemand von uns will das. Und deswegen passe ich auch auf dich auf. Alla hopp, durch das Teleporttor kommen wir wieder nach Bran Balu. Wir werden uns in Bran Balu um die Genome kümmern. Holt uns dann mit der Invincible ab. Gut. Bisschen Flitze können wir ja noch in der Episode, aber nicht mehr so lang. Weil ich denke, wir sind wieder an unser Limit gestoßen. Von der 20 Minuten, da hat es ja eigentlich schon genau gepasst wieder. Und ich stehe doch glatt, sag ihr liebe Leid. Ah, da unten ist die Invincible. Das ist sehr cool gemacht, so Regenbogenbrücke hier. Aber es geht hier nicht nur Valhalla. Dann würde ich das sagen, ihr liebe Leid. Wir sehen uns einfach morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Vielleicht ist das hier eine Teleportationsvorrichtung, die noch overführt. Von hier kommen wir sicherlich noch Bran Balu. Ja. Was ist denn los? Nadir. Das sind doch nur Aare, die tun doch schon nichts. Jetzt komm schon. Was heißt denn hier nur Aare? Die Dame scheint ja mittlerweile sehr abgehärtet zu sein. Und do den ich doch sage, ihr liebe Leid, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen wieder, wenn wir dann Terra evakuieren werden und uns Kuchas Zorn entziehen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.